Mir heute noch ein paar Versen zu lesen. Philippa 4, Vers 7. Das sagt, sorgt ihr am nicht. Das wird bei uns immer sehr viel immer das, was wir wollen immer für uns selbst. Wir wollen nicht Gott erlöten. Sagt aber, wir sollen uns nicht sorgen. Lut Gott mit Beten und Prachen und Danken sein, alles weiten, was ihnen fehlt. Und Gott sein Friede, der weit über alles steht, was Menschen verstehen können, was ihnen Horten und Gedanken in Christus Jesus bewahren. Also wir wollen hier Leute singen, die auch mit Friede und wir haben alle Hope, dass Leute singen, zu Gott hätte ihr. Deel met vrede en deel met rust en deel van treur en eenzaamheid. Ons rekker om die woord zo, om in de wereld kans te hebben. Kein Wacht erkennt, wat u niet lässt, kein Stopp erkennt, wat u niet bloß. Ons dies das, der steckt wie sie, warum in der Welt kannst du haben. O Wort von Fried, aber gefunden, wo mag doch sein. Den Song in der Welt, den kannst du haben. Halleluja, den kannst du haben. Ich hab nicht ganz verlassen, nah, wenn's tut, dass meine der kommt nicht. Du nimmst meine Hand und lässt mich da, wenn's all meine Wege kannst du haben. O Wort von Fried, aber gefunden, wo mag doch sein. Wenn's all meine Wege kannst du haben. Halleluja, den kannst du haben. Mit meine Jungen oben sein, Gott, du hast diesen Weg für mich. Mit meine Jungen oben sein, Gott, du mein Gott, verschmäht mich gut. Mit meine Jungen oben sein, Gott, du hast diesen Weg für mich. Mit meine Jungen oben sein, Gott, du mein Gott, verschmäht mich gut. O Wort von Fried, aber gefunden, wo mag doch sein. Wenn's all meine Weg, den kannst du haben. Halleluja, den kannst du haben. Halleluja, den kannst du haben. Also wenn Schwierigkeiten sind und du Sturms abkommen, leave be me. Das wird die Leute sagen. Und der Sturm abkommt, alles dies dauert, leave be me. Leave me. Alles geht so schwer, es kein Frieden war. Leave me.
outshines the sun. I've got a home in glory land that outshines the sun. I've got a home in glory land that outshines the sun, way beyond the blue. Do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do remember me, way beyond the blue. I took Jesus as my Savior, you take him too. I took Jesus as my Savior, you take him too. I took Jesus as my Savior, you take him too, while he's calling you. Do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do remember me, way beyond the blue. Goedemorgen morgens aan iedereen een. Ik heb een paar versen gewählt van krijg we van jou nog arbeid zegen waar om wieder hier met houden, om ons motor spreken. En de eerste vers is van het Johannes kapitel 9 vers 4. Juist een bedreed van zijn arbeid. Zolang es dort noch ihre Dag ist, moet wie dem seine Werken verrichten, der mir geschenkt hat. Eine Nachwort kommen, wann keiner wird arbeiten können. So, nu wollen wir die Lehne noch an, mit zu arbeiten, hier in der Gemeinde in Olween, hier in Darb. Wil ik aansporen dat we worden mithorchen. En doet wij nog lezen Johannes 4 vers 17, wo hij van Gott ook redt, dat hij de hammer schoof. Dit is overzet aan, mijn vorige arbeid wordt van jou, en zo arbeid ik ook. En zo, wanneer we kunnen kijken naar ons hemelse Vader, waar hij nog allemaal onder arbeid is, en dat werken en wunder in deze wereld, dat we hebben gezien door deze werk. En ik glaube, dat is een goede ding voor de christen, dat we eraan denken. So, ik wil ons hopen in de wereld. Voor de hemel, we danken je voor deze morgenstund. We bidden op jedem einen hier, dat u onze harten wordt opmerken en wat we kunnen vernemen, wat verbracht worden van die woord. En we bidden dat om die zegen hier en dat we mogen die rekelijk hervorderen. Amen. Merk mir de Ohren op, zum sein, dat dit zijn de wee wat du für mich hast. En ik hoop dat in jeder een zijn verlangen van deze morgens, dat je wel haben dat Gott, wat je de Ohren opmerken, en zum sein, dat dit zijn de wee wat hij voor die heeft. Dat we werkelijk worden erfahren en zijn kan, wat Gott zijn wee zendt. Als hij heeft goudet geplant, heeft goudet wee voor ons. Hij plant niet slag, hij plant goudet. Also, wenn wir wirklich unsere Ohren auf Arm gesagt haben und von armloten Wesen, was die Wege sind, was er für uns hat, dann wollen wir auf dem guten Weg sein. Wir haben ganz am Anfang ein Vers zu lesen, aus Sprecher Kapitel 18, Vers 15. Da sagt, ein kluger Mann sammelt Weisheit. In den Wesen seiner Ohren segnen du nur. So, ich glaube, das ist ein sehr gutes Ding, wenn wir denken, dass ein kluger Mann, der sagt nur Weisheit. So, ein kluger Mann, der steht nicht bis irgendwo rum und lügt sein, dass du Wort Weisheit vorbeikommt. Er sagt nur. Und nicht bloß sagt er nur, wenn er dich gefangen hat, dann lässt er das durch. Aber no, der sagt nur und der versucht das abzunehmen, der sagt das zu kriegen. Und so, ein Sprecher sagt hier, ein kluger Mann, der sammelt Weisheit. Und den Wesen seine Ohren, der segnet nur. So, da wir wollen, wenn wir nur segnen, wir wollen sammeln, und an derselben Zeit, da wir auch wollen unsere Ohren aufmerken, zu verstehen, zu vernehmen, zu begreifen, was das ist. Like, da wir die Weisheit von arm wollen kriegen und verstehen. So, das ist ein Vers. In den anderen, weil wir kriegen, was am Bulletin band wird, Sprecher 29, durch Vers 18, dort ist den Vers, wo wir von dir wollen, Wassergedanken rütnehmen, für uns von dir. Und
anwenden. Er sagt, wo keine Offenbarungen von Gott sind, lassen die Menschen sich von nichts holen. Aber ihr seht es die, wer dort gesagt hält. Also, hier ist der geschrieben, er bringt das rüber, er sagt eigentlich, was wir können sagen, er redet von Offenbarung, aber können sagen, vielleicht von der, wo wir vielleicht besser mal verstehen, wo keine Vision sind von Gott. Wo keine Vision von Gott sozusagen sind, durch verlierende Menschen sich, durch verbesserende Menschen sich, durch gehende Menschen an den Grund. Aber der den Vers vor ich merken, und dann sagt er, das steht. Aber ihr seht, als die, wer das Gesetz hält. So die Menschen, die das Gesetz halten, und da sind auch die dann, die wollen auch an dieser Vision nur Gott segnen, ihre Vision, dass Gott wird Port sein von ihrer Vision, und er wird leiden und führen kann durch dort. Und so dort, wo wir uns ein klein bisschen wollen mit beschäftigen von dir, ein bisschen nur kicken. Und da kam mir das Thema, das gesagt, eine Vision verbunden mit Gott sein Wort. Und ich glaube dann, ab einmal dann kann unsere Vision erfolgreich sein, wenn wir unsere Vision, was wir wollen, was wir noch streben, was wir wollen tun, wenn wir das mit Gott sein Wort verbinden, da wir unsere Vision, und dort, wo ich streben, wo ich hinzielen, dort wird ab Gott sein Wort sein. Dat eigentlich war bis für mich eine Vision, bis für mich eine, wo wir uitdenken und Gott bieten lassen. Gott will an onze plans band zijn. Gott will mit uns to plan. Gott will mit uns to dingen doen. En hij sagt hier, dat hij wordt nicht eine Vision haben, aber wo Gott nicht an ihre Vision band, als so zu sein, da geht Schruts. So, weil wir diesen Gedanken mitnehmen, da ich unsere Botschaft von dir, dort wir daran denken, dass wir unsere Vision mit Gott sein Wort taubing. So, weil wir uns hoffnehmen zum Gebet, bevor wir wieder gehen. Lieber Himmlischer Vater, wir kommen vor dir und wir danken dir. Vater, wir danken dir, dass du uns gut bist. Wir danken dir, dass du uns leibend bist. Vater, wir danken dir ganz besonders von dir, für diese Freiheit, was wir haben, dass wir dürfen von dir hier taub kommen in das Gebiet. Als Brüder und Schwestern in Herrn. Wir dürfen hier taub kommen, die zu dir singen, die zu dir, und dort unsere Worte abmuntern können, abbühen, indem wir zu dir singen. Mit Frieden. Ich hoffe, jeder eine hat mit Frieden gesungen. Oder wir danken dir für dein Wort, dass wir von dir dürfen angestiert hier haben. Wir können ganz frei hier von dir bein sein und wir dürfen in dein Wort nachchecken. Wir dürfen nicht hängen verschlossene Dären sein, so was die Apostel zum Anfang fehlen mussten. Wir können frei und ob sein. Vater, wir danken dir dafür. Aber Vater, help uns, dass wir so eine Gelegenheit, dass das wollen wahrnehmen. Dass wir die wollen in unser Leben miteinander tragen, miteinander nehmen. In unsere Vision und was immer wir tun. Amen. So ist gesagt, die Vision verbinden mit Gott sein Wort. Und klein bisschen denken über Vision oder Offenbarung. So Offenbarung ist, wenn du Vision oder Offenbarung hast, die das anfangen zu planen, die das anfangen zu evaluieren, für something to do. Und wenn einer dann denkt, der zum Beispiel, was Beispiele zum Anfang, wenn ein Mann ein großes Stück Land wird schreiben, hier sind was Formen bin, wo von dort ein klein bisschen gebrochen, ein großes Stück Land wird schreiben, und er würde den Arbeiter dort anvertrauen, aber der würde sagen, du hast dort, nu sollst du dort Reit merken, und aber der Arbeiter wird keine, der wird eine Vision oder keine Vision haben, oder wird vielleicht noch eine Vision haben, was zu tun, aber er wird niemals dem Wirt fragen, was er soll tun mit dort. Er wird bis selbst überlegen und er wird den Wirt fragen und wenn er da nicht wirklich von dort schauen und so wieder, dann wird er sehr leicht irgendwo keinen großen Fehler merken, weil er nicht weiß, was den Wirt sein Plan wird mit dort. Also dasselbe Ding ist für uns in unserem Leben, wenn wir für Gott arbeiten, für Gott schaffen und so wieder. Und wir tun Vision leihen und wir wollen wohin kommen, das sind Offenbarungen, was wir wollen tun, aber wir dürfen niemals Gott und Frauen und den bringen, was er von dort will haben, dann soll wir sehr bald dort so eine Dinge gehen schrutz. Und er sagt das hier auch, er sagt, du das bald alle taub schrutz. Wenn wir mal den ersten Bett noch einmal lesen, da sagt, wo keine Offenbarung von Gott sind, loten die Menschen sich bald
nicht teilhaben. Und mich interessiert, was die andere politische Übersetzung sein wird. Ich wollte lesen, dass von der niederpolitische Übersetzung sagt, wo keine Offenbarung du hast, wird ein Volk täglos. Also wo keine Offenbarung von Gott sind, und so wieder, dass die von Offenbarung von Gott gefällt sind, und einmal dann bald, dann dort irgendwo schreit. Und dasselbe denkt zum Beispiel, wenn das Firma du würd was haben, und er würde das anvertrauen, und er wird niemand nur den Weg gehen und fragen, was ist deine Vision? Was ist dein Plan mit das? Und er wird vielleicht selbst bis irgendwo taubstellen, und er kann gleich den ganzen Plan sein, und er würde irgendwas tun, und da wird alle kein Schritt gehen. Zum Beispiel, wenn würde 3 Zeit Ries sagen, und eine andere Zeit in Tjeberkar, da würde nicht sagen, irgendwo hinkommen, nicht? Und dasselbe denke ich, erst wenn wir haben, aber dem wird gefragt, was ist dein Plan für das Jahr und wo wirst du das Jahr tun, dass er Port wird von der Vision, von den Offenbarungen, oder was immer sie haben, was soll passieren, dann wird dann einmal der Kern sein. Das, was wir wollen tun, das, was wir wollen tun, wo wir wollen hinkommen, und dann wird er Kern reich tun. Aber der umgedreht, er kann sein, dass er wird, du aber hier lohnt Ries sagen, und aber leer lohnt wird ohne sagen. So, wenn du nicht der rechte Vision und du nicht von der rechte steht, du dann kommt und dann gebracht wird, dann kann sehr leicht Dinge Schritt gehen. Und du denkst, als wir zum Beispiel ein Haus würden bauen wollen, dann du hast keine Vision, wo du was tun. Du fängst bis mal mit Halt zu nehmen und du siehst offen, du fängst an Taub zu nehmen, da wird gleich sehr lang dauern, dann würden die Menschen von mit Sied auch gehen Dreck haben, nicht? Da wird hier Schritt stehen und du würdest nicht utkommen dort und so weiter. So, du musst erst eine Vision sein. Du musst erst mal eine Offenbarung sein, sozusagen, von was du soll kommen, was soll passieren. Zum Beispiel erst mal ein Blueprint durchleiten und durchstellen, von was soll werden und was passieren soll. Und wenn dort dann nicht passieren wird, dann auf einmal dann kommt was Strom von Rüt kommen will. Ich glaube, wir waren halt alle mal irgendwo vorbeigefahren und gekickt haben, vielleicht nur den seine Staub oder nur den sein Haus, wo schmeckt das und wo fern das ausgeplant ist. Aber wenn da keiner geplant hat, was du weißt, von wo das zu tun, dann wird das most likely aller Taub nicht sehr gut ausgekommen sein. Also ein guter Bauer, der lädt erst auf eine Vision, wo sein Haus soll lauten. Und dann wird er den vorstellen und durchstellen, einen Utplan, und dann wird er dort nur den Plan nur bauen. Aber er wird nicht erst bauen und dann Plan. So, dort ist dasselbe, denke ich auch, in unserem Leben, und das Schreiber sagt hier, wo Gott nicht Offenbarungen geben wird, wo er nicht sagen kann, was du soll tun wollen, und an mein dein Leben so zu sein, dann wird dort bald irgendwo Schutz. Weil Gott als der wird uns die Dinge offenbaren wird und offenbaren kann. Viele Menschen leben von der und da ohne Vision. Sie haben keine Vision in ihr Leben, wo sie hin wollen. Sie haben keine Vision, was sie morgen wollen tun, oder was sie wollen tun. Sie haben vielleicht nicht mal eine Vision für den Moment, wo sie nu ben sind. Sie leben in einer Zeit bloß einfach, wo sie bloß einfach so denken, was einmal kämpft und du mit, wo wir leben. Und die kommen viel Schwierigkeiten an und gehen da war ich eine Grund. Und dann sage ich, wo Gott nicht Vision gibt, Offenbarungen gehen gibt, du sagst, da sind Menschen, die fallen bald auf. Die tragen sich bald frei von alles. Und ich glaube, wenn wir durch unsere bloß die Zeit checken, von wo wir leben und wo wir sein haben, von Menschen, dann soll wir das sehr bald. Wenn Gott an dein Leben ist nicht mehr Port ist und Gott ist nicht mehr an dein Leben reden kann, dass sie Gott aufschieben und Gott seinen Plan, was er für am hat und was er für den Menschen hat, den ist anfangen aufzuschieben, dann soll wir bald der Mensch fangen an gottlos zu leben. Dann soll wir bald, dass er fangen an Entscheidungen zu machen, was nicht gut sind und was nicht gesund sind. Und sie sind bald das Menschen, die bloß für einen Tag auf einmal, oder nicht, ich sage einen Tag auf einmal, aber anyway, die bloß leben, kriegt den Moment, was dann an ihr Leben ist und was er dann tut, jankern wird. Sprecher sagt hier in Vers 25, wenn ihr in die Bibel habt, dreht du mal an, du sagst, dass es steht, viele gefällt den Weg, aber zu Latz bringt dem Tod.
Viele Menschen, die haben gleich eine Vision. Sie haben gleich eine Vision an ihr Leben, was sie wollen tun oder wo sie wollen hinkommen. Und Gott kann auch nicht an ihr Leben irgendwo hinkommen oder eine Rolle spielen an ihr Leben. Aber sie kicken bloß ihren einen Weg an und sagen, ja, das Weg ist mir gut. Und wenn irgendwer noch wird von Bezug kommen und ihnen wollen Rot geben oder was immer, aber sie sind nicht von dieses, wo wir ihr kicken deuten, an 18, Vers 15, sie haben gleich Uhren, wo nur Weisheit horchen tun. Sie haben auch gleich ein Verlangen dazu. Sie schieben dort das immer wahre auf. Und sie tun das aufschieben. Gott wird hier an irgendeine Weisheit nennen, eine Vision geben für ihr Leben, was Sinn merken dort, wo sie sich könnte freuen, wo sie können nur Pferde wachkriegen. Aber no, sie haben gleich die lassen sich gleich Weisheit geben, sie lassen sich nicht reden von Gott und dann gibt es durch keine Offenbarungen von Gott. Aber dort meint einmal, da wird man was durchkommen, das wollte ich hier sagen, der in Kapitel 18, Vers 15, auch da wie sein, das steht, ein kluger Mann sammelt Weisheit. Und den Wesen seine Ohren segnen du nun. Also, dieser kluge Mann, der segnet Weisheit. Der forscht Raum du nun. Der will mehr weiten, der will größere Ziele haben, der will größere Visionen haben, als Krieg, wohin die Bahn ist. Und er hat seine Ohren aufmerken und er hat ein Verlangen du nun. Ein kluger Mann sammelt Weisheit und den Wesen seine Ohren segnen du nun. Also, der hat ein Verlangen, der will mehr von dieser Offenbarung haben, was Gott hat für ihn und für sein Leben. Dass er größere Träume hat, als wo die Kraft dann Bahn ist. Viele Menschen, die merken ihr Leben von der und Tag zum Ende. Warum? Weil sie haben keine Vision mehr an ihr Leben, wo sie noch Pferde wachkriegen. Du hast nicht geblieben in ihr Leben, wo sie so feiern, was wird es noch den nächsten Tag zu kriegen. Und dort ist Schuld. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns an dem Weg bekennen, wo wir gehen, wo wir die Hand und was tun wir. Und dass wir anfangen zu sein, irgendwo, wenn ich folge, was auch ist an meinem Leben, dass wir anfangen zu horchen, zu fragen, was ist es? Warum geht das so weit aus, was das ist? Und dass wir, das einmal war drei, dass wir so sind, als ein kluger Mann, was Weisheit sammeln das. Dass wir unsere Ohren aufhaben und horchen tun, dass wir mehr haben und mehr wollen von dort haben und verlangen haben. Und dann wird Gott größere und mehr und bessere Dinge für uns offenbaren. Und uns wird den Tag für morgen Dollar noch interessieren, als was er von dir tut. Aber es muss einmal kommen, dass wir anfangen, unsere Ohren aufzumerken. Dass Gott sich kann offenbaren. Dass er kann Offenbarungen geben zu uns in uns Hort. Und wenn dort nicht, dann das einfach. Wir können nicht, einige Menschen, die falls im ersten der Hand wird, dass sie da, wir können stehen bleiben. Das wird alle Fans schaffen, aber wir wollen entweder Pferde weggehen oder wir gehen drei. Also unsere Vision, die muss verbunden sein mit Gott sein Wort, weil wir besser Gott seine Vision verstehen können und seine Pläne, dann müssen wir anfangen, Gott sein Wort tiefer zu studieren. Wir müssen anfangen, mehr Verlangen haben, Gott sein Wort, dass er sich kann offenbaren. Er wird sich offenbaren durch Menschen zu uns. Er wird sich vielmal durch den Heiligen Geist, was er uns Vision geben für uns Leben. Und er wird auch durch das Wort, durch die Bibel. Aber wir müssen immer weiter das Verlangen haben dazu. Wir müssen immer weiter Ohren haben dafür. Der Moment, wo ich mein Ohr anfange tot zu merken, dort erst wurde das zuerst, was hier steht, an unserem Tag sein, der er sagt, wo keine Offenbarung von Gott sind, du so waren die Menschen täglos. Also du fangst die Menschen an, täglos, dass einfach keine andere Worte haben, und fangen die Menschen an, gottlos zu werden. Also wir können uns wieder Pferde weggehen und uns Dinge von Gott offenbaren und für uns Leben, für unsere Zukunft und so weiter. Oder wir wollen Träbacken. Du hast nicht so ein Ding, aus von Stumm bleiben. Er sagt, wo ich nicht ess. Wenn du nicht ess,
dann wird das passieren. Aber wenn du erst, dann werden die gute Dinge passieren und leben. Wenn wir wollen in unserer Vision, in unserer Umgebung sozusagen erfolgreich sein, und wir wollen haben, dass die sollen so sein, dass du was Gutes rauskommt, dass du nicht was kriegst, dass jeder sein, dann müssen wir anfangen, die Dinge mit Gott sein Wort zu prüfen. Dann müssen wir anfangen zu gucken, stimmt dort, auf dem Weg, wo ich gehe, wo führt der hin? Stimmt dort mit dem, was Gott von mir will haben? Stimmt dort der Weg? Und wenn wir dann denken, dann denke ich an das Psalm, was Psalm 119, Vers 9 geschrieben hat. Er schrieb eigentlich, dass er den geschrieben hat, wenn jedem wollen durchstudieren hat, glaube ich, schrieb das, dass er alle ist. Und er hat sein ganzes Leben mal einmal bekeken, wo das erst bei ihm eng. Und er schrieb dort keiner vielleicht detaillich ab, was er ist. Aber ein Ding, eine Entscheidung, was er merkt, und er hat eine Vision gesagt für sein Leben. Was er will tun. Und er hat das Verlangen, dass Gott wird kennen, durch die Vision sich offenbaren und entwickeln. Und wenn wir dann in Psalm 119, Vers 9 kicken und in die Bibel haben, dreht mal haben, weil wir den Text mal lesen, sagt, wo kann ein junger Mann sein Leben reinholen, das ist die Frau, wo kann der? Und so er hat eine Vision gesagt, dass er will ein reines und ein abrechtes Leben führen. Und er sagt, was ich nu will haben, ist, ich will von dir haben, dass du sollst die Rolle spielende bist. Du sollst diese Vision du sollst mich beeinflussen, sozusagen, an meine Vision, wir sagen dort ein Sprecher, sagt, wo dort nicht ist, du wird der Mensch sozusagen gottlos. Wo Gott nicht kann in der Vision sein, oder wo Gott nicht Vision geben kann, du werden die Menschen gottlos. Und er sagt hier, ich will nicht gottlos werden, ich will ein Leben führen, wo Gott uns gefallen und hat, und so ist, was heute will haben, und dann gibt er die Antwort, und sagt er fragt erst, wo kann ich ein reines Leben führen? Wo schafft er? Und dann sagt er, wann er sich durch und hält, was dein Wort sagt. Das will er was schaffen. Nicht euer. Wenn wir wollen haben, dass Gott sich soll beweisen an unsere Vision, oder dass er uns kann Vision geben, was uns Leben soll bringen, soll ich vielleicht lieber sein, dann meint es einmal eine Entscheidung mehr. Wenn ich nicht eine Entscheidung machen, dann geht dort so eine Grund. Will es dann erst können. Er sagt, wo nicht eine Vision, wo Gott nicht eine Vision ist, du geht dort falsch eine Grund. Also wir müssen entscheiden. Wir müssen entscheiden, wo will ich leben. Und wie so sein, als was er ist. Er sagt, wo kann ich das tun? Wo kann mir ein reines und ein gutes Leben rauskommen? Dass Gott sich beweisen wird, durch mich so zu sein. Dann sagt er, wenn er sich daran hält, was sein Wort sagt. Und jetzt kriege ich, wo ich in der Hand will. Dass wir die Vision mit Gott sein Wort verbinden. Dann auf einmal gibt dort eine Umbohrung und Vision, was von Gott geführt sind. Was von Gott kann kommen. Solange ich auf mein eigenes Verstand, auf meine eigenen Dinge will bühen, dann war ich euer Lothar Kart voll. Wo keine Offenbarungen von Gott sind, loten die Menschen sich von nichts holen, sagt eine plattdeutsche Übersetzung. Aber ihr seht es da, wer dort Wort hält. Was du gesehen sein? Was du gesehen sein mit Offenbarungen, was von Gott kommt? Dann hol die an sein Wort. Das wird er eigentlich sagen. Er sagt, wo das nicht ist, wo keine Offenbarungen von Gott sind, da loten die Menschen sich von nichts holen. Und nu dann sagt er, aber ihr seht, dass da was sich unter die Satz holen hat. Und dann kann ich von dir sagen, die Bibel. Und so, du bist also wichtig, da wir unsere Plans, da wo wir nur glauben, was reich ist, da wir erst mal da mit Gott sein Wort prüfen. Wie uns das sagt, jetzt euer der Vers lesen dort, er sagt einmal, wie du so kicken, ja, der Wach ist gut. Aber, weißt du was, vielleicht hast du weg. Wie er sagt, einzig kicken, ja, der Wach ist gut, und dann auf einmal führt er zum Tod. Und hier redet glaube ich einfach bloß von, und jetzt soll er tot. In Psalm 119, Vers 57 und 58 sagt es das. Ich sehe all, Herr, du bist alles, was ich brauche. Und dein Wort, wo ich hole. Ich prache dich von ganzen Herzen. Sieh mich ganz dich, so als du an dein Wort versprochen hast. Ich habe über meine Wege neu gedacht und habe
ik heb wil nog einmal anfangen. Ik zei, en ik zei, al Herr, du bist alles wat ik brauch, in die woord waar ik hou. Ik prache die van ganzen Herzen, zie mij ernstig, so als du an den woord versprochen hast. En dan zei ik heb over mijn weg neu gedacht en heb omgewonnen en wel nur dien Gesetz leven. Zie, kan je zeggen wat hij hier deed? Wat hij zei net, hij sagte hier staat, ik zei al, Herr, du bist alles wat ik brauch. So dat is wat hij anerkannt. Du bist alles wat ik brauche in mijn leven. En hij gaat wieder, hij zegt, en ik prache die van ganzen Herzen, dat hij wordt ernstig te arm zijn. So als wat du an dem Woord versprochen hast. Also, hij anerkannt Gott seine grote life sozusagen dadurch. Aber was hier an 59. Vers zum Aufmerksam wird sein ist, sagt er, ich habe über meine Wege neu gedacht. Haben du mal über unsere Wege neu gedacht? Haben du mal neu gedacht, dort wo ich noch hingehe, wo führt das hin? Wo bringt das hin? Ist Gott an dem Plan bin? Kann er sich durch das Leben, was ich leben da, offenbaren, in mein Leben über einen Weg oder einen anderen Weg? Oder gehe ich meinen einen Weg? Und das hört sich so, wenn er gehorchen hat, er hat gut. Er hat das anders getan. Er ist eigentlich vielleicht so was, als was das Sprecher hier sagen hat, wo Gott nicht Vision geben hat, Gründe an der Grund. Und er hat das auf einmal gesagt, dort woher und was haben wird. Dann sagt er, ich habe angewonnen. Sagt er, ich habe über meine Wege neu gedacht. Und dann sagt er, und ich habe angewonnen und will nur den Gesetz leben. Er hat auf einmal gleich einfach gesagt, dass Gott seinen Plan am jetzt gleich an Erfüllung nicht. Er hat nicht dort, was Gott will haben. Er hat jeden dort. Und er hat auf einmal gesagt, wenn er das wieder jetzt, dort bringt es einfach einen Grund. Dann sagt er, ich habe angewonnen. Dann sagt er wieder, dann sagt er, und will nur den Gesetz leben. Also, was er sagt, jetzt check mal hier. Ich habe nur gedacht, ich habe mein Leben bekickt. Ich habe eine Offenbarung zu sein gekriegt, wenn ich hier wieder gehe, das würde was herbringen. So ist, was der Sprecher auch gesagt hat. Und dann sagt er, aber jetzt wird ich angewonnen, und nu will ich dort nur den Wort nur leben. Und er sagt, hier ist das auch, er sagt, aber ihr seht, dass der Wort nur Gott sein Wort leben wird. Also wir machen zwei Dinge. Wir machen uns Loten von Gott Dinge offenbaren. Das heißt, uns können Dinge wiesen, und dann, wo wir glücklich sind, dann, wo wir Gott wiederkommen. Und da wir auch dort mit seinem Wort verbinden. Dann auf einmal, kann Gott wirklich gute Pläne durch uns ausführen. Er kann seine Vision, seine Offenbarung, was er hat, was er will haben, was du sollen tun, dann auf einmal kann er das am Werk leiden. Psalm 32, Vers 8 sagt, es steht, ich will die Unrechten, in die den Weg wiesen, den du gehen sollst, ich will die Ruhe geben, und die an ihr holen. Da wir das auf einmal auch für uns merken, loten tun, wenn er sagt, das wird Gott sein wird. Dass Gott auf einmal das Port von uns Leben wollen wird, dass wir auch können sagen, weißt du was, ich will mich von die Unrechten loten. Gott sagt, ich will die Unrechten, und die den Weg wiesen, den du gehen sollst. Wenn wir uns an Gott seine Hängen leiden und wir anfangen, Gott uns Leben zu übergeben, dann verspricht er das Ding. Es soll nicht viel wird, um daran denken, dass wenn ich will haben, dass mein Leben soll gut gehen, dass mein Leben soll erfolgreich sein, dann darf ich mich an Gott holen, ab am verloren, nur sein Wort leben, und dann sagt er, ich will die Unrechten, und die den Weg wiesen, den du gehen sollst. Ich will die Ruhe geben, und die am Öl holen. Seht ihr? Er wird die Unrechten, er wird die Ruhe geben. Krieg, wo das Ruhe geben kommt, wenn er dort ist, kann dort ist Krieg, wo Offenbarungen von Gott kommen. Wenn wir anfangen, von arm Unrechten zu tun und von arm Ruhe zu geben. Für dort kann er das gleich tun. Und dann verspricht er noch ein Ding. Und ich will die an Öl holen. Ich will nur die abpassen. Sozusagen, ich will meine Hand über die holen. Aber wie man nicht bei dir kommt, so ist was der Psalmist auch sagen. Ich habe über meine Wege neu gedacht. Und wenn ich sehe, dass die arg sind, dann wende ich um. Und dann gehe ich weiter
trei, du han, wo Gott will han, und ich do mein Leben nur sein Wort anstellen, und nur sein Wort anfangen zu leben. Ich fange do meine Ohren anfangen aufzumerken, nur die Weisheit von, was er mir will erreichen. Ich fange an zu kicken und anfange zu sehen, was sind die Wege, was er für mich hat. Und fange an, mich von arm Rut zu geben. Und dort kann durch verschiedene Wege kommen. Dort kann Nummer 1, glaube ich, durch die Bibel und durch dem, dass wir beten tun. Dann auf einmal kann er zu uns wirklich anfangen, Rut zu geben. Dann auf einmal kann er uns anfangen, Dinge zu wiesen. Seine Offenbarungen, nicht meine. Aber dann auf einmal kommen seine Offenbarungen über dir, was er für uns hat. Dann auf einmal kann sein Plan an Wort gehen. Dann auf einmal, das ich erst von Anfang beraten, die Hüst zum Beispiel, dann auf einmal, wenn der Mann ist wirklich die Offenbarung kriegen, der von denen, für wem das Hüst ist, und den Plan zu haben, und er fängt an, den zu bauen, dann auf einmal darf er ein schmackendes Hüst. Und das selbe Ding ist für uns, wenn wir auf einmal anfangen, Gott sein Wort zu leben, und anfangen, dass er uns erreichen wird, und wir anfangen, von ihm den Weg gehen zu wissen, wo wir gehen sollen, dass wir von ihm Rot nehmen, dass wir unsere Ohren abhaben, nur sehen Rot, nur seine Weisheit, dann auf einmal, dann wo wir anfangen, die Offenbarungen zu leben, was er für uns hat. Die Plan, die Vision, was er für uns hat. Er hat eine Vision und Plan für die, was er will haben, was wir sollen können ausleben. Der andere Ding, was wir sagen, ist auch, wenn es wichtig ist, für wen, wo ich boven gehen, wo ich wohnen, als wenn wir kicken, in Psalm 119, Vers 154, sagt, durch den Wort verstehe ich deine Wege, durch wen kann ich alle falschen Wege nicht leiden. Sie sagen, was er sagt, durch den Wort verstehe ich deine Wege, und durch wen kann ich die falschen Wege nicht leiden. Also, er hat den Weg, was er gehen hat, dat hij prüfen met Gott zijn woord. Dat hij kijken. Dat wat hij nu doet, wat hij nu leven doet, zoals hij nu leven doet, waar stemt dat? Stemt er met Gott zijn woord? En wanneer dat deed, dan op eenmaal dan zegt hij, dan vang ik aan de slechte weg. Dat zet me geen aan, dat vang me aan af te schuiven. Dan is het niet meer zo leicht, wie je ziet, om andere weg napgaan. Dat we ver maar terugkomen. Und du musst ich fertig für mich selbst nicht kriegen. Euer Lot auf einmal hast ich dann auf einer seinen Gedanken, und irgendwo handschlagen, wo der nicht soll sein. Oder einer hat something getan oder gesagt, was einer nicht soll tun. Aber je mehr wir uns wollen loten von Gott sind Dinge umbohren, durch sehen wird, und unsere Ohren wollen aufmerken, und dort, was er sagen wird und was er von uns will, je mehr, was er uns wiesen kann. Je mehr, was er uns verbessern kann. Je mehr, was er uns kann transformieren. Je mehr, was er kann uns so merken, was er will. Und dann Vers 5, dann sagt er, in dem Wort, als der Lamp mit dem Weg zu wiesen, auch ein Licht den Stich zu bedachen. Dann, Gott sein Wort hat auch uns als ein Lamp den Weg zu wiesen, und wir weiten, wo wir gehen sollen. Wer dat, wenn ihr wollt, wollen, dass ich Stoff gehen, und ich mal Licht mehr. Alle haben vielleicht am Stich stehen, Hand down, und dann Licht mehr, und dann sollen sie sich mal durchtreffen. Ich glaube, wir tun das nicht. Wir würden erst das Sied riemen, und so wieder, und dann würden wir Licht merken, wenn wir stark werden oder was immer. Und dasselbe Ding ist, Gott sein Wort, wenn wir dort erst das Sied leiden, am Schaufen ableiden, dort das Messes, wenn wir würden an der Stufe, die Steuer alle verkriselt haben, und dann Licht merken, und dann sollen wir würden durchkommen. Ich glaube, wir würden bald auf einen Fotoraum hüpfen, wenn wir haben uns an der Teuer gekillt. Und dasselbe Ding ist für uns Leben. Das geht nur so lang, dann killen wir uns vor, dann tun wir uns weh. Aber wenn wir Gott sein Wort, dort unsere Rechtlinien ist, dass er uns durch sein Wort kann die Offenbarungen geben, was er für uns Leben hat. Und wenn er uns kann anfangen zu erreichen, dass er anfängt, uns den Weg zu wiesen, dann bald dann soll wir, wo was am Stich ist. Bald dann soll wir, hier kann ich nicht gehen, willst du weit mir weiter. Ich muss ramgehen. Ich muss wieder gehen. Oder ich muss vielleicht something, was für mich liegt, was mich nicht, was mich hält von Pferde weggehen, muss ich wieder tun. Aber wenn ich das Licht ausswitche, dann will ich das mal antworten, wenn ich später noch sein. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Gott sein Wort in uns Leben nehmen, dass wir in dort können wissen, wo ich gehen soll. Und je mehr wir uns von dort wollen bringen, je besser, wo wir sein können.
Je meer dingen wat Gott kan ons openbaren. En je weet ja waar we aan staan. Je weet ja waar we irgendwo heen gaan. Weil sie wollen dat ding een tijd te zijn krijgen. Dan gaan we dat te zien doen. En dan gaan we weer fresh. En dan wordt hij waar. En hij zegt, hij als doet hem den Stich einfach bedachten, wo wir gehen sollen. Da wieder Dinge, die Obstacles, die in ons Leben, was so tun, wir nicht schmieden. Da wieder zu sein kriegen, fahr wieder übervoll. Und Gott kann uns jeder Ding von der Offenbarung. Und er sagt, wo keine von diesen Offenbarungen sind, und wo Gott sein Wort nicht ist, das wird er sagen, er sagt, wo Gott keine Offenbarung geben wird, da sind die Menschen bald an der Grund. Aber da wird sich an sein Wort holen, da sind gesehen. Und was der sein Wort hat, der hat das Licht umhängen. Dann kann er Dinge offenbaren, was vor uns liegen. Dann kann er das aufdagen und das sehen tun. Und je mehr wir anfangen, Blick zu gehen, da wir nicht darum so scheiße, was ich fähig sind nach dort, dann je mehr Dinge können wir tun und dann je besser fängt uns Leben an zu looten. Je doller Antragen fängt mein Leben zu looten für die anderen Menschen. Aber Gott hat Gott geplant. Und wir kijken dann an Jeremia 29 Vers 11, sagt, ich habe dort Gott über neu gedacht. Sagt der Herr, was ich für jünd geplant habe, als Fried, Erfolg, nicht Schulden. Ich will jünd eine Zukunft und Hoffnung geben. Das ist, was Gott will haben. Das ist, was Gott will tun. Er will nicht, dass du Schulden leiden lässt. Er hat Erfolg und Frieden für dich geplant. Er hat eine Zukunft für dich geplant. Er hat Hoffnung für dich geplant. Das ist, was er hat für dich. Aber wenn wir seine Offenbarungen, was er durch sein Wort uns geben will, der steht, was er will bedachen für mich und dich, wenn wir dort sehen, wenn wir dort wahrschreiben, Gott sein Wort schreiben, dann auf einmal, dann der nicht Gott, aber wir fangen an selbst, den Frieden von Gott zu schreiben, wir fangen den Erfolg von Gott zu leihen, und wir fangen an Schulden zu leiden, und es steht, Gott. Und wir fangen an, auf einmal eine Zukunft zu kriegen, wo wir nicht nur Pferde kicken mehr. Und dann auf einmal habe ich keine Hoffnung mehr, wieder zu kicken. Also, das ist ganz wichtig, dass wir wirklich uns an Gott sein Wort halten. Wenn du was Gott seine Offenbarung an die Hand, dort heute kann durch seine Offenbarung kann beweisen, dann auf einmal, damit wir einfach uns an Gott sein Wort halten. Und dann auf einmal kann er all diese Dinge für dich tun. Durch den Frieden, Erfolg, nicht Schulden, eine gute Zukunft und Hoffnung. Und er kann den Stich bedachen, wie die Obstacles, was so tun und dann schmieden wird. Die kann an Titel sehen. Oder wie an Titel Raum gehen. Da wir uns nicht an die Kielen und nicht an Lieden. Psalm 32, Vers 8 noch einmal. Ich will die Ungerechten und die Weg wiesen, den Weg wiesen, den du gehen sollst. Und ich will die Ruhe geben, und die am Öl holen. Wenn ein du uns wollen wirklich an Gott sein Wort holen. Und da wir wirklich wollen an seine Weisheit und an seine Offenbarungen beten, er wird sich beweisen. Er wird die nicht am Stärk lohnen. Er verspricht dort. Und er sagt ganz klar, er sagt, ich will die Ungerechten. Ich will dir den Weg wiesen, den du gehen sollst. Und ich will dir Ruhe geben, in die am Öl holen. Also wir fangen hier einfach gute Dinge. Er sagt, eine gute Ungerecht wollen wir dann kriegen. Wir wollen einen guten Weg wiesen haben, wo du gehen sollst. Und er wird gute Ruhe geben. Und er wird dir an Öl holen. So, drei noch einmal. Hier nun 29, Vers 18. Wo keine Offenbarung von Gott sind, loten die Menschen sich von nichts treffen, aber ihr seht, als die wer dort gesagt hat. Ihr seht, als die Gott sein Wort holen wird. Und dann wollen die Offenbarungen kommen. Dann auf einmal wird er die wiesen, er wird die erreichen, und dann wird er kommen. Dann wirst du nicht darum zu denken, hier sind keine Offenbarungen von Gott. Hol dir an sein Wort, studier sein Wort, bet und freu für andere Menschen. Einmal ist wichtig, kriegst du das Bibelstellen oder so ist das wie Sinnerschule haben, oder was immer mit anderen Menschen durchsagen und eine Unerholung kann. Er wird auch durch andere Menschen sich wiesen. Er wird durch Gebet, durch Gott sein Wort und durch andere Menschen,
wat hij zich wiesen en openbaren voor dort, wat hij voor die heeft. Wij ons op nemen hebben van je bed. Laten we nog voordat we komen verdienen, we danken die dat u ons Gott bist. Voordat we danken dat u Gott für uns geplant hast. Du hast nicht verdorben geplant für uns, aber du hast Gott für uns geplant. Du hast geplant, dass wir sollen erfolgreich sein. Du hast geplant, dass wir sollen Frieden haben. Du hast geplant, dass wir sollen eine gute Hoffnung haben. Du hast geplant, dass ich soll kein hoffnungsvoll nur morgen abkicken. Aber vor alles kommt von Hand, dass wir uns an den Wort holen, dass du die durch den Wort kannst offenbaren zu uns. Dass du uns durch den Wort erreichen kannst. Dass du uns durch den Wort kannst, den Stich, wo wir sollen gehen, bedachen kannst. Oder wie fragen, dass du uns Mut sprechen, anspornen, dass wir das an ihr denken wollen, einmal klar haben. Dass den Wort als der Wegweiser, den Wort als der Wegbedacher, durch den Wort, das du erreichen, durch den Wort, das du lehren. Help uns, dass wir das wollen annehmen, dass wir das wollen uitleven en dass wir immer weiter wollen, mehr und mehr segnen. Dass wir wollen Uhren haben, was eine Weisheit und noch mehr von die segnen. In Jesu Namen. Amen. Dus de Leute, wat die Vaterwerk is lezen, die sagt, wir sollen beten und prachen. Also, wenn wir das prachen schrift, dann meint er nicht, dass wir sollen bis dann oder wann und beten. Das meint, wir sollen beständig immer weiter zu Gott kommen und beten in Frieden und Weisheit. Und also, wir wollen die Leute nicht sagen, merken wir heute her, das ist fein für die Jugend, was sie gerade merken für die Toffee, das ist so aus für die Meeting. Alles, was wir sagen für uns, vielleicht wissen wir auch für uns, was wir uns wollen für heute merken, werden die Leute sagen, merken wir heute her. Merk mir Right her, ik wil die deine, wohin heilig, brühen rein mit dein Frauen, wat voor lief her, wil ik zeilen, bring nur die, her ik vreu die, was du mir geben, Frieden, Fred, Herr, und Jamp von die andere Seelen, die in mir seinen, ich will deinen, die auch Herr. mir Dein Herr, ich will die deinen, wohin heilig, höhen rein mit dein Frauen, wat voor Leib Herr, will ich zeilen, bring nur die, Herr, ich freu die, was du mir geben, Frieden, Fred, Herr, wat Jamp von die andere Seelen, die in mir seinen, ich will deinen, die auch Herr. Ich habe bestimmt bleiben, was der Segensspruch geschrieben ist. En die schützt geben. Mocht er die mit Frieden haben und ganz sich zu dir sein. Mocht der Herr dich bei dir bleiben und dir Erfolg und Frieden geben. Amen.